What would Jesus do? Was würde Jesus machen? Ist nicht die Frage, die wir uns stellen in der Serie, sondern wir fragen uns, was würde Jesus rückgängig machen? Wenn Jesus dein Leben würde betrachten, mein Leben würde anschauen, unsere Gesellschaft würde anschauen, unsere Kirche würde anschauen, was würde er verändern? Und das Thema von heute ist Gleichgültigkeit. Jesus würde Gleichgültigkeit rückgängig machen. Vor einem Monat haben wir den Geburtstag gefeiert von unserem einjährigen Sohn, Ezra. Und wir haben alles eingeladen, was Rang und Namen hat. Also Großpapi, Großmami, Oma, Opa, Götti, Gotte und Anhang. Und es war ein riesiges Ding, oder? Und meine Frau und ich sind so zum Schluss gekommen, wie wir das handhaben mit den Geschenken mit unseren Kindern. Ich weiss, ich war schon mal an einem Geburtstagsfest von einem Kind und das Kind ist überschüttet worden mit Plastikgeschenken und einfach einem Dutzend Sachen. Und das ist nicht falsch, mach du das, wie du willst. Aber wir von uns haben gedacht, hey, lieber alle legen zusammen und wir kaufen ein grosses Geschenk. Wir haben ihm so einen Kletterturm geschenkt. Das war ein bisschen ein Fehler, weil jetzt sind wir die ganze Zeit auf Nodeln, weil er kann raufklettern, aber nicht mehr runter. Aber wir haben ihm so einen Kletterturm geschenkt. Hast du das jemals erlebt, dass du mit einem Kind in so einem Setting von einem Geburtstagsfest oder so etwas ein kleines Geschenk gemacht hast, aber das Kind ist, weil es so überfordert war mit allem anderen, was es auch noch bekommt, nicht wirklich dankbar war? Oder hat nicht die Achtung und die Zeit deinem Geschenk gewidmet, das du gegeben hast? Hast du das schon mal erlebt? Da hast du kleiner Wurm. Ich bin extra das Geschenk geholt, oder? Aber natürlich, das Kind kann nichts dafür, weil es schon das nächste Geschenk aufpacken darf und schon etwas um die Ecke ist, oder? Es ist überfordert mit dem Überfluss. Und es kann dann plötzlich wie Gleichgültigkeit gegenüber deinem Geschenk wirken. Das heisst, wir haben gesagt, ein grosses Geschenk und dann ist es einfach Bomben, oder? Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus, der auferstandene Jesus, eine Kirche kritisiert für ihre Gleichgültigkeit. Das heisst, die Worte von Jesus sind an Christen gerichtet in diesem Moment. Und es ist an die Gemeinde in Laodicea. Das ist eine Stadt in der heutigen Türkei. Ich möchte mit euch den Text durchgehen. Es steht im Buch der Offenbarung, im Kapitel 3, 14 bis 22. So spricht, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Bevor wir weiterlesen, möchte ich kurz darauf eingehen, wie sich Jesus da selber vorstellt. Er sagt, er ist der Ursprung von der Schöpfung von Gott. In anderen Worten, jetzt redet der, durch den die Welt gemacht worden ist und erhalten ist. Und nicht nur das, er ist, sondern aus Amen der treue und wahrhaftige Zeuge von der zukünftigen Schöpfung, von dem, was Gott noch wird machen. Und also, so eine Klammerbemerkung. Wenn sich jemand so vorstellt, dann hört besser zu, oder? Das ist so, ich habe das Gefühl, das ist so, das, was Jesus will beabsichtigen. Leute, Christen, jetzt redet der Schöpfer vom Universum und der Schöpfer von der neuen Schöpfung. Also besser zuhören, oder? Und jetzt sagt er Folgendes zu den Christen in Laodicea. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm. Nun aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich aus meinem Mund spucken. Das Wort spucken ist nicht falsch übersetzt, aber ein bisschen schwach übersetzt. Was eigentlich treffender wäre, wenn man formulieren und sagen, ich will dich rauskotzen. Ich will erbrechen. Du bist weder kalt noch warm. Wärst du doch kalt oder warm, aber ihr seid lauwarm. Oder auf Baseldeutsch, weder Fisch noch Vogel. So, oder? Ich möchte es ein bisschen zuspitzen. Jesus sagt, ihr ekelt mich an. Oder eure Gleichgültigkeit kotzt mich an. Oder ihr löst einen Würgereflex aus in mir. Oder? Mir wird schlecht wegen euch.
Und das ist ein ziemlich heftiger Spruch von Jesus, oder, wo wir uns nicht so gewöhnt sind. Lesen wir weiter. Du sagst, wieder zu der Christin Laodicea, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig. Und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kauf Gold von mir, das im Feuer geläutet ist, dass du reich wirst, und weiße Gewänder, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein kommt, und Salbe, dass du sie auf deine Augen streichst und wieder sehen kannst. Die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Also, seid eifrig und kehrt um. Bevor wir jetzt weiterlesen, möchte ich noch auf etwas anderes eingehen, wo mir so entgegengesprungen ist beim Lesen von diesem Text. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast, oder? Wir alle haben ja ein Bild von Jesus. Durch Geschichten, die wir von ihm kennen, durch Erfahrungen, durch Predigten, was auch immer. Aber ich denke, in unseren Breitengraden laufen wir in der Gefahr, dass wir Jesus zu harmlos denken. Ja, Jesus, der gute Hirt. Jesus ist nur Liebe. Jesus ist bedingungslose Annahme. Und weil er mich bedingungslos liebt, darf er mich nie kritisieren und konfrontieren. Weil wenn er mich kritisieren und konfrontieren, liebt er mich ja nicht so, wie ich bin, oder? Und ich glaube, wir haben ein falsches Bild von Liebe, wo wir überstülpen auf den Jesus. Oder wenn dein Freund dabei ist, einen Fehler zu machen, wo gravierende Konsequenzen hat, wäre es lieblos, dem nichts zu sagen und ihn nicht zu konfrontieren mit dem, was er macht, oder? Liebe hat auch etwas mit Worten zu tun. Und natürlich, dass Kritik und Konfrontation auf guten Boden fällt, ist eine Beziehung und eine Freundschaft die Bedingung, oder? Du kannst schon irgendeinen wildfremden Menschen konfrontieren, nachher, wenn du beim Kaffee trinken bist, jemanden, den du noch nie kennst, keine Freundschaft hast, und kannst ihm mal deine Meinung sagen. Ich sage, das kannst du machen, ist vielleicht nicht so konstruktiv, oder? Beziehung bricht wahrscheinlich, aber dann, vielleicht hast du das auch schon erlebt, du hast einen Freund von dir oder eine Freundin oder jemanden in der Familie kritisiert und nachher ist wie ein Keil in die Beziehung hineingekommen. Und ich glaube, das ist, weil die Basis von einer guten Freundschaft noch nicht gegeben ist. Aber eine gute Freundschaft hat Raum für Konfrontation und für Kritik. Und genau das wird in der Gemeinde und im Verhältnis zwischen Jesus und der Gemeinde in Laodicea deutlich. Er sagt zwar, Jesus, ich kann euch ein lauwarmes Christentum nicht ausstehen. Das bringt mich zum Würgen, oder? Aber er sagt dann, ich sage euch das, weil ich euch liebe, oder? Weil ich will, dass ihr umkehrt und wieder zurück zu eurer Leidenschaft findet. Im nächsten Vers geht es weiter und da steht, schau, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Nur weil Jesus etwas nicht ausstehen kann an uns, heisst das nicht, dass er sich nicht nach Gemeinschaft zu uns sehnt und nicht will zu uns reinkommen und mit uns will essen. Und dann sagt er etwas Faszinierendes im letzten Vers und dann sind wir fertig mit Lesen, dann geht es dann weiter. Vers 21, da sagt Jesus Folgendes. Wer den Sieg erringt, soll mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich, nachdem ich den Sieg errungen habe, mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Punkt. Ich möchte eine Frage stellen. Heute Morgen. Hast du Ohren? Lang mal hier zu dir rauf. Hast du ein Ohr? Schau mal zu deinem Nachbarn, schau mal, ob er ein Ohr hat oder Ohren hat. Okay, hast du Ohren? Gut, weil dann sind die Aussagen von Jesus für dich. So, das ist der Punkt. Oder? Los zu, oder? Jesus kann lauwarmes Christentum nicht ausstehen. Weil wir dann verpassen, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Und ich finde das faszinierend, was er da schreibt oder sagt Jesus. Du bist dazu gemacht, den Thron mit Jesus zu teilen. Er ladet dich ein, mit ihm mitzuregieren. So wie er vom Vater eingeladen wurde, auf dem Thron sitzt. Das ist eigentlich mindblowing. Du
bist dafür geschaffen, mit dem Thron, mit Jesus mitzuregieren, auf dem Thron, wo Gott sitzt. Das ist unglaublich. Das heisst, in anderen Worten, du bist nicht dazu gemacht, gleichgültig, apathisch, lethargisch anzuvegetieren und deine Zeit auf Social Media und Netflix und Amazon Prime zu verbringen, wo du eine schlechte Interpretation vom J.R. Tolkien Lord of the Rings musst schauen. Entschuldigung. Das ist jetzt spontan gekommen. Es ist so eine Serie, die musst du fertig schauen als Tolkien-Fan, weil du willst wissen, wie es endet, aber du leidest bis zum Schluss, oder? Aber du bist nicht für das geschaffen, oder? Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat Sachen für dich vorbereitet, wo du drin sollst laufen, zum Mitregieren, zum Mitgestalten in seinem Reich, oder? Und bevor ich jetzt weiter auf die Worte von Jesus eingehe, möchte ich kurz etwas klarstellen, wer Jesus hier nicht kritisiert. Jesus redet hier nicht von Menschen, er kritisiert nicht Menschen, die unter Depressionen leiden. Es ist mir wichtig, um den Punkt noch mal zu machen. Die Auswirkungen von Depressionen sind oft Müdigkeit, Antriebslosigkeit, wenig Energie und das sieht dann vielleicht aus wie Gleichgültigkeit, oder? Und vielleicht bist du heute hier jemand, der unter Depressionen leidet und ich möchte dich heute entlasten. Das ist nicht das, was Jesus hier kritisiert. Das ist nicht das, was er heute anspricht. Im Gegenteil, du wirst sogar ermutigt, heute Morgen hier den Saal verlassen oder den Livestream abstellen. Schau, wenn man den Text, den wir gerade gelesen haben, einfach nur auf der Oberfläche liest, dann kann sehr viel Druck entstehen durch die Worte von Jesus. Und vielleicht kämpfst du nicht mit Depressionen, aber ständig mit dem Gefühl, dass du nicht genügst. Ich bin nicht gut genug, ich leiste nicht genug, ich bringe nicht genug viel auf den Tisch. Oder? Ich mache nicht genug, ich bin nicht diszipliniert genug. Und du hast das Gefühl, in dir, du bist kein guter Christ und hast zu wenig Leidenschaft von Jesus. Und jetzt hörst du den Jesus schwätzen und du hast sowieso schon Mühe in deinem Leben, auch außerhalb von der Kirche, dass du nicht genügst und dass du nicht gut genug bist. Und jetzt kommt noch Jesus und sagt, aha, nein, dich kann man auch nicht brauchen. Ich genüge nicht einmal für Jesus. Und es ist mir ganz wichtig, dass du mich heute richtig verstehst. Ich bin überzeugt, das ist nicht das, was Jesus hier kritisiert. Das ist das, was man interpretiert, wenn man den Text nur auf der Oberfläche liest und schnell drüber liest. Schau, die übliche Deutung von diesem Text ist es so. Und wenn du irgendwie christlich sozialisiert bist, dann wird dir das sehr bekannt vorkommen, was ich jetzt zusammenfasse. Das ist die übliche Interpretation. Oder, Jesus kennt unsere Werke, Jesus weiß ja alles, oder? Und er kritisiert unsere fehlende Leidenschaft, das fehlende Feuer, oder? Und er kritisiert unsere Halbherzigkeit, mit der wir bei der Sache sind. Aber hast du dich jemals gefragt, warum Jesus sagt, wäret ihr doch kalt oder warm? Aber jetzt sind der lauwarm und ich muss euch auskotzen. Hast du dich schon mal gefragt, warum ist kalt besser als lauwarm? Macht ja gar keinen Sinn. Lieber jemand, der 50, 60, 70% leidenschaftlich Jesus nachfolgt, als einer, der gar nicht Jesus nachfolgt. Weißt du, was ich meine? Lieber einer, der 90% Gas gibt fürs Reich von Gott, als einer, der 10% oder 0 gibt. Wieso sagt Jesus, kalt besser als lauwarm? Und wie soll ich jemals wissen, dass meine Werke leidenschaftlich genug sind für Jesus? Ich meine, du musst ja immer 100% Einsatz geben. Am besten 110, weil wenn du bei den 99 bist, hast du schon verloren, dann kotzt er dich wieder raus und hat einen Würgereiz, oder? immer voll dabei, immer Vollgas. Und nur das Verständnis, und ich glaube, ist falsch, kann dazu führen, und ich kenne Leute, die das dazu geführt haben, dass du in eine Abwärtsspirale vom Leistungsdruck hineinkommst mit Jesus und du verpasst das, was er für dich hat und das Privileg und das Mitgestaltungsrecht im Reich Gottes.
Das ist eine falsche Lesart von diesem Text. Wir müssen genauer anschauen, um was es hier geht. Und um das zu verstehen, müssen wir kurz einen historischen und einen geografischen Exkurs machen. In Gebiet von der Türkei vor 2000 Jahren. Ist das gut? Historischer, geografischer Exkurs. Also, Laodicea ist eine Stadt in der heutigen Türkei und damals an einer Kreuzung gelegen von der wichtigsten Handelsroute zu dieser Zeit. Man hat mega profitiert von diesem Handelsverkehr. Laodicea war wieder so ein Bankzentrum von dieser Region. So wie die Schweiz, könnte man sagen. Oder? Und zudem war Laodicea bekannt für ihre Augenheilkunde. Leute sind von weit her angereist nach Laodicea, wenn sie Augenprobleme hatten, weil dort hat es so eine Salbe gegeben, wo man den Leuten an die Augen streichen konnte, die heilende Wirkung hatte. Leute sind nicht nur dort angereist, um sich heilen zu lassen, sondern auch Medizinstudenten sind von überall dort angereist, um sich in der Augenheilkunde auszubilden. Und zusätzlich zu dem allem ist Laodicea noch ein Zentrum für Fashion. So wie Sissach heute zum Beispiel, oder? Der Bauern dort, also jetzt in Laodicea, nicht in Sissach, ist es gelungen, eine ganz spezielle Zucht von schwarzen Schafen anzuziehen, die ganz feine schwarze Wolle abgegeben haben. Und die sind berühmt, die Laodicener, für ihre schwarzen, schönen Schafskleider, oder? Und all das hat dazu geführt, dass Laodicea sehr wohlhabend war. Und wir wissen, dass im Jahr 61 nach Christus ein grosses Erdbeben stattgefunden hat. Und ganz viele Städte in diesem Gebiet sind angewiesen auf die Hilfe vom römischen Kaiser, um alles wieder aufzubauen. Ausser Laodicea, die sind so reich gewesen, dass sie gesagt haben, wir haben das nicht nötig. Wir sind genug reich. Kaiser, wir brauchen, das macht etwas mit dir. Oder alle anderen brauchen den Kaiser, aber wir nicht. Ja, ne? Das Einzige, was dieser Stadt Laodicea gefehlt hat, ist gutes und frisches Wasser. Der Fluss ist im Sommer immer wieder ausgetrocknet und jetzt hat es aber im Südosten und Norden bessere Wasserquellen gegeben, wo die Laodiceer darauf angewiesen waren. 8 Kilometer nördlich von Laodicea liegt die Stadt Hierapolis. Und dort gibt es bis heute heisse und mit heilenden Chemikalien angereicherte Wasserquellen. So, wo bis heute Touristen aus der ganzen Welt anziehen. So, die berühmten Quellen von Hierapolis. Und die werden heute noch in Pools und Whirlpools von Wellnesshotels umgeleitet. Oder? Weil die Leute dort gehen baden in diesem Wasser. Und man hat probiert, damals schon, vor 2000 Jahren, das heiße Wasser mit Aquädukt nach Laodicea zu bringen. Man hat bei Ausgrabungen so Aquädukte gefunden, die von dort runterführen, oder? Das Problem war, bis das heiße Wasser von Hierapolis bis Laodicea die 8 Kilometer gereist ist es nicht mehr heiß gewesen, sondern lauwarm. Und die Chemikalien in diesem Wasser sind immer konzentrierter geworden, dass das Wasser schlussendlich ungenießbar geworden ist. Und wenn du das getrunken hast, hat sie sogar krank gemacht und du hast die übergeben. 18 Kilometer südöstlich von Laodicea ist die Stadt Kolossea gelegen. Dort hat es ganz frische Bergquellen und Bergbach und so gegeben, oder? Und du musst dir verstehen, in der damaligen Zeit, in diesen klimatischen Verhältnissen, wo so heiß war, ist kaltes Wasser eine Rarität. Das war etwas Exklusives. Man hatte keinen Kühlschrank. Kaltes Wasser bedeutet frisches Wasser, trinkbar. Oder? Und man hat auch probiert, das Wasser nach Laodicea zu bringen, aber bis das kalte Wasser in Laodicea angekommen ist, ist es nicht mehr kalt gewesen, sondern lauwarm. Und du musst das Wasser zuerst aufkochen. So hat man das gemacht. Du hast es aufgekocht und dann hast du es dann heiß getrunken mit einem Tee, mit Kräutchen und so weiter. Und jetzt macht die Aussage von Jesus plötzlich in diesem Licht viel mehr Sinn, oder? Wäret ihr doch kalt oder warm? Weil kaltes Wasser ist super, es ist frisch und sauber. Heißes Wasser ist entweder gekocht und kannst wieder trinken oder es kommt aus so einer Wellnessquelle.
Aber lauwarmes Wasser in Laodicea ist ungenießbar und du musst dich übergeben. Und wir meinen, Jesus sagt hier in diesem Text, entweder du bist ein komplett leidenschaftlicher Christ oder dann lass lieber bleiben. Entweder du bist ein Christ, der Vollgas gibt oder dann lass einfach komplett sein, oder? Aber das ist nicht das, was Jesus hier anspricht. Also, was meint er genau? Was meint Jesus? Was ist das Problem? Und eigentlich steht es im nächsten Vers, was das Problem ist. Und manchmal sind wir so, wir lesen so ein Verschen isoliert und dann kommen wir zu einer falschen Interpretation. Und der ganze historisch-geografische Exkurs, den ich gerade gemacht habe, wäre gar nicht nötig gewesen, wenn man einfach den nächsten Vers liest. Jetzt im nächsten Vers steht, was das Problem ist. Du sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig. Und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Und die Konfrontation von Jesus muss in Laodicea bei den Christen eingeschlagen haben wie eine Bombe, oder? Laodicea, das Bankzentrum der Region, oder? Wo sich selber wieder aufbauen nach dem Erdbeben. Und Jesus sagt, du sagst, du bist reich, du hast keine Ahnung. Du bist arm und erbärmlich und elend. Du sagst, du hast nichts nötig, doch hast. Laodicea, das Zentrum für Augenmedizin. Jesus sagt, ihr meint, ihr könnt Menschen das Augenlicht wieder zurückgeben und haben so eine gute Sicht. Nein, ihr seid komplett blind, geistlich gesprochen. Laodicea, das Zentrum für Fashion, oder, wo sie sich mit den schwarzen Schafskleidern angezogen haben. Jesus sagt, ihr seid nackt. Ihr seid nackt. Also Jesus kritisiert hier nicht Christen, die zu wenig Leidenschaft haben, sondern Jesus kritisiert Christen, und jetzt wird es relevant für dich und mich. Jesus kritisiert Christen, die durch ihren Wohlstand vergessen haben, dass sie Jesus nötig haben. Christen, die durch ihren Reichtum, ihr Prestige und ihren wissenschaftlichen Fortschritt irgendwie langsam vergessen haben, dass sie den Jesus nötig haben. Schau, am Anfang bist du Christ, du wirst Christ, weil du weißt, du brauchst Jesus. Oder? Ich will Jesus. Jesus ist dein Ein und Alles. Und dann schleicht sich durch den Wohlstand so eine Gleichgültigkeit gegenüber Jesus selber ein. Weil das Leben funktioniert ja auch ganz okay ohne ihn. Schau, reich sein ist nicht schlecht, keine Frage. Medizinischer Fortschritt ist nicht schlecht. Und gute Kleider sind auch nicht schlecht. Aber Wohlstand birgt die Gefahr, dass sie uns betäuben und blind machen. Das ist das lauwarme Christentum, wo Jesus nicht ausstehen kann. Das löst bei ihm Würgereiz aus. Ich bin reich, ich bin wohlhabend, ich habe nichts nötig. Und ja, Jesus habe ich mal nötig, aber irgendwie nicht mehr so, oder? Und dann musst du dir vorstellen, das Amen, der Ursprung von der Schöpfung, der Zeuge von der zukünftigen Schöpfung steht an der Tür. Durch das das Universum gemacht ist und erhalten ist, durch das du existierst, dann klopft an und will wieder reinkommen in dein Haus. Und du sagst, nein, brauche ich nicht. Das ist absurd. Oder? Und wir haben vergessen, was die Definition von einem Christ ist. Ein Christ ist jemand, der die Hausschlüssel abgibt von seinem eigenen Haus an Jesus. Oder du hast dein Haus abgegeben. Du sagst, ich gehöre nicht mehr selber, ich gehöre Jesus. Und du gibst die Schlüssel ab. Und jetzt passiert das durch die Gleichgültigkeit gegenüber Jesus, dass er plötzlich wieder außerhalb von deinem Haus ist. Und du denkst, oh, nein, brauche ich nicht. Und Jesus klopft an und sagt, ich will wieder reinkommen. Vielleicht ist es gerade wegen dem so, dass Menschen offener sind für Gott, wenn der Wohlstand zusammenbricht, wenn es gesundheitlich nicht mehr stimmt oder wenn so Grundbedürfnisse wie Kleider nicht mehr gegeben sind. Oder? Leider, das ist oft der Fall, dass dann Menschen offen sind für Gott. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Wieso können wir nicht all das Zeug haben und trotzdem unsere Not ohne Jesus kennen? Die Frage ist nicht, bist du genug leidenschaftlich für Jesus und sein Reich? Die Frage ist, erkennst du deine Not, wenn du Jesus nicht hättest? Erkennst du sie immer noch? Weißt du, dass du ohne ihn nichts wärst? Oder hat dich der Reichtum schon so betäubt und so verblendet und gleichgültig gemacht gegen all dem, über dem, was er macht? Und wenn das bei dir der Fall ist heute,
habe ich gute Nachrichten für dich. Jesus möchte das heute rückgängig machen. Jesus möchte das rückgängig machen. Er klopft an und will wieder zu dir reinkommen und mit dir essen und trinken. Du fragst dich jetzt, wie geht das? Wie machen wir das? Jesus sagt uns, wie das geht im Vers 18. Der bettelarme, blinde und nackte Laodiceer sagt Folgendes. Darum rate ich dir, kauf dir Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, dass du reich wirst, und weiße Gewänder, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein kommt. Und Salbe, dass du sie auf deine Augen streichst und wieder sehen kannst. 3 Sachen, sagt Jesus, die wir machen sollen. Wir sollen Gold kaufen, wo im Feuer geläutert ist. Wir sollen weisse Kleider von ihm kaufen und Salbe, die wir auf unsere Augen schmieren können. Was ist Gold, das im Feuer geläutert ist? Gold, das im Feuer geläutert ist, bezeichnet die Reichtümer, die nicht vergehen, auch wenn alles andere wird vergehen. Wir haben im Januar eine Serie gemacht, How to get rich, wie werde ich wirklich reich? Zieh dir die Serie nochmal rein, wenn das etwas ist, was dich anspricht. Das ist, wenn wir Gottes Reich und seine Gerechtigkeit priorisieren und so Schätze ansammeln, die nicht vergehen, auch wenn alles andere vergeht. Kauft ein solches Gold, das Bestand hat, sagt Jesus. Priorisiert wieder die Reichtümer, bevor ihr weltliche Reichtümer priorisiert, oder? Und vielleicht ist es für dich dran, dass du wieder deinen ersten Teil für Gott gibst. Zuerst. Priorisiert. Vielleicht ist es dran, dass du wieder noch mehr mitmachst und dich reingehst in der Kirche, bei den Kindern zum Hüten oder das Programm gestalten, im Loft, beim Umbau. Vielleicht ist es dran, dass du wieder mit deinen Finanzen den ersten Teil wieder Gott gibst. Was auch immer das kann sein. Priorisiere Gottes Reich in deinem Leben und investiere in die Sachen, die nicht vergehen, auch wenn alles andere vergeht. Das ist das, was Jesus Christen rotet, die die Gleichgültigkeit gegenüber ihm haben reinschleichen lassen. Wieder die Neuordnung der Prioritäten. Zweitens, kauft euch weisse Kleider, damit eure Scham bedeckt wird. Was ist mit dem gemeint? Die ersten Christen haben bei ihren Taufen, und es gibt Denominationen, die das immer noch machen, bei der Taufe weisse Kleider angezogen. Weisse Gewänder bei der Taufe. Das heisst, weisse Kleider symbolisiert und weist auf das hin, was Jesus neu gemacht hat. Die neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue kommt. Dass er uns rein gewaschen hat durch sein Blut am Kreuz. Dass er uns alles vergeben hat. Und Jesus sagt so, Christen, die meinen, ihre Identität liegt in ihrer Fashion und so weiter, wie sie sich geben und wie die Menschen sie betrachten. Hey, fokussiert wieder auf das, was Gott für euch gemacht hat. Das neue Leben. Das weisse, reine, heilige Leben. Fokussiert auf das. Nicht falsch mit schönen Kleidern, aber eure Identität, danke, eure Identität liegt nicht in Äußerlichkeiten, sondern in dem, was Jesus für euch gemacht hat. In der Taufe, in dem neuen Leben. Du hast das Alte hinter dir gelassen und das Neue angenommen. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Vielleicht ist das der Moment, wo du sagst, hey, doch, wieso eigentlich nicht? Ich möchte das ich möchte das zum ersten Mal und einmalig als Statement abgeben. Ich gehöre zu Jesus und ich will in dem neuen Leben wandeln. Und ihr Blinden, streicht euch Salbe auf eure Augen, dass ihr wieder sehen könnt. Was ist mit dem gemeint, oder? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Wirklich nicht. Aber ich sage dir jetzt mal einen Vorschlag, was das bedeuten könnte. Ich glaube, wenn wir die Gleichgültigkeit in unser Leben hineingelassen haben und uns nicht mehr auf das Gold fokussieren, das ewig Bestand hat und nicht unsere Identität durch das nehmen, was Jesus uns gegeben hat und die Gleichgültigkeit schleicht sich ein und wir sagen, ich habe Jesus nicht mehr nötig, dann werden wir blind für das, was wirklich zählt. Und Jesus beschreibt sich als Licht von dieser Welt und wir sehen ihn nicht mal mehr. Wir sehen sein Reich nicht mal mehr.
Wir hören ihn nicht mehr. Und er steht an der Tür und klopft an und will rein. Und wir sind blind und taub für das, was er machen will. Wenn du merkst, das Lauwarme ist in dein Leben gekommen und du möchtest umkehren, so wie Jesus dich heute einladet zu machen, dann kannst du das heute machen, weil wir feiern heute das Abendmahl. Das heisst, wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Wenn du merkst, ich möchte Jesus wieder ins Zentrum lassen von meinem Leben, dann komm heute zum Abendmahl. Wenn du die Türen von deinem Leben wieder aufmachen möchtest für Jesus und ihm den Raum geben, wo ihm zugesteht, wo du ihm schon mal zugestanden hast, dann komm heute zum Abendmahl. Wenn du heute Jesus möchtest sagen, dass du schlussendlich ihn über allem anderen nötig hast, dann komm heute zum Abendmahl. Wenn du ihm möchtest sagen, dass du es bist, was mich wirklich reich macht, dass er dir Kleider gibt, die deine Identität bestimmen, dann komm heute zum Abendmahl. Wenn du sagst, Jesus, ich bin blind geworden, öffne meine Augen neu, streich mir die Salbe wieder aus, komm heute zum Abendmahl. Und das ist ganz ein persönlicher Moment, wenn du Jesus heute möchtest sagen, du bist mir nicht gleichgültig. Es ist vielleicht, hat sich eingeschlichen in meinem Leben, aber ich möchte dir neu sagen, ich liebe dich über alles. Dann komm heute zum Abendmahl. Und Jesus wird dich nicht verurteilen, sondern mit der Gemeinschaft haben. Und wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann essen wir Brot und trinken Traubensaft, aber das ist weitaus mehr als Brot oder Traubensaft, sondern das weist hin auf die Tat von Jesus am Kreuz. Das Brot ist sein Leib, sein Körper, der zerbrochen worden ist für uns am Kreuz. Und der Traubensaft, den wir trinken, weist hin auf sein Blut, das er vergossen hat. Für das neue Leben, den neuen Bund. Und zum zu zeigen, dass dir vergeben ist und du rein bist. Und das ist das. Und das ist eine Botschaft für Christen heute. Und Leidenschaft kommt dann von allein. Wenn du Jesus begegnest, fährst du wieder an zu brennen für ihn. Das ist nicht etwas, was wir leisten und anknurren. Was wir aber machen müssen, ist umkehren und die Türen wieder aufmachen und ihn reinlassen. Und ich liebe die Symbolik vom Abendmahl, weil du isst das und nimmst das zu dir. Und du bringst wieder das zum Ausdruck, was hier beschrieben wird. Du lässt Jesus in dein Haus rein und hast Gemeinschaft mit ihm. Wir haben das Abendmahl hier vorne rechts und links von mir platziert und du kannst jetzt den Führer kommen und dasselbe zu dir nehmen. Du nimmst es selber und gehst an deinen Platz und zeigst die Sachen, die du Jesus willst sagen. Falls du Gebet möchtest, kannst du gerne zum Gebetsteam gehen während dieser Zeit. Wir singen nachher zusammen weiter. Die Band übernimmt dann, wenn wir alle das Abendmahl genommen haben, kannst du auch zum Gebetsteam gehen und für dich beten lassen, wenn du merkst, du musst etwas festmachen oder ein Knüppel muss gelöst werden, wie auch immer. Und falls du gar noch kein Nachfolger bist von Jesus und ihn noch nie in dein Leben eingeladen hast und du merkst aber, das will ich, dann komm nachher auf mich zu. Ich bleibe da noch ein bisschen rum. Komm auf mich zu, sei mutig. Ich möchte gerne mit dir persönlich beten. Okay? Also lass uns zum Abendmahl gehen. Nimmst es zu deinem Platz und nimmst es für dich selber ein und lass Jesus ein. Amen.